Am 2. Dezember 1804 ist der Napoleon Bonaparte in Paris zum König von Frankreich gekrönt worden. Und das ist natürlich ein denkwürdiger Moment gewesen, und so einen denkwürdigen Moment, den muss man auch verewigen. Und so ist von dieser Krönung ein Gemälde gemalt worden, in Auftrag gegeben worden. Das Gemälde ist imposante 10 Meter auf 6 Meter groß. Ich habe euch das mitgebracht. Wir schauen es schnell an miteinander, wie das Gemälde genau ausgesehen hat. Du kannst es gerne mal schnell einblenden. Das ist das Gemälde, das gemalt worden ist, zur Verewigung, Festhalten von dem Moment, wo der Napoleon zum König von Frankreich in der Notre Dame in Paris gekrönt wurde ist. Und es gibt ein paar ganz interessante, spannende Details zu dem Gemälde. Es gibt ganz viel Story, die festgehalten worden ist in dem Bild. Das Erste, was ich sehr lustig und amüsant finde, ist, dass sich der Maler von dem Bild selber ins Bild hineingemalt hat. Also man kann ihn finden, es gibt auf dem Bild ganz oben, ganz hinterst, in der hintersten Reihe, siehst ein Typ mit einem Papier und einem Bleistift, wo die Szene am Zeichnen ist. Das ist der Maler, der sich selber verewigt hat in dem Bild. Es gibt noch ganz viele andere spannende Storys rund um die Krönung von Napoleon. Und wir haben heute Muttertag. Darum habe ich gefunden, wir fangen doch gerade mal an beim Napoleon, seiner Mami. Zwar auch sie ist in diesem Gemälde drinnen verewigt. Kannst du schnell den nächsten Ausschnitt bringen? Napoleon, seine Mami, ist in diesem Gemälde verewigt, zeichnet, wie sie auf dem Thron sitzt. Also man sieht sie, das ist die alte Frau, die dort oben im einen Ecke auf dem Thron hockt, dort in der Mitte, und so gut mütterlich am Lächeln ist. Und begutachtet, wie jetzt gerade der Sohn gekrönt wird. Das Spannende an dieser ganzen Story ist, dass nämlich seine Mama an der Krönung, an der aktuellen Krönung, gar nicht dabei war. Weil sie ist nämlich aus Protest ein Jahr lang Frankreich ferngeblieben. Weil ihr Sohnemann hat nämlich die Frechheit gehabt, ihr nichts von seiner Krönung zu sagen. Und sie hat es dann, wo sie in Italien in der Ferien war, in der Zeitung gelesen, dass ihr Sohn jetzt dann gerade zum König gekrönt wird in Frankreich. Und sie fand, das ist so eine Frechheit. Weißt du was, ich komme in dem Fall ein Jahr lang nicht mehr auf Frankreich. Wenn du dort König bist, kann ich ein Jahr lang nicht mehr dorthin kommen. Der Napoleon hat das nicht so mega gestört und er hat gefunden, weißt du was, malen sie trotzdem drin. Sie ist dann schon da gewesen. Ja. Sie tut lächeln und tut dem entsprechend zustimmen. Genau. So, per Dekret ist sie dann einfach gleich dabei gewesen. Das ist das eine Detail, das sehr interessant ist. Das andere, was spannend ist, seine Frau, Josephine, die sieht man da auch gerade, das ist die Frau, die da auf dem Küssi knündelt. Sie wird auch gekrönt in diesem Augenblick zur Königin von Frankreich. Und das hat einen Familienzwist ausgelöst. In der Nacht vorher hat die Familie Bonaparte einen riesen mega Streit gehabt, weil der Napoleon spontan entschlossen hat, dass seine Frau doch auch gekrönt werden soll. Das war nicht Usanz. Und ihr müsst wissen, die Schwägerinnen, also die Schwestern von Napoleon, haben Josephine eine richtige dumme Kuh gefunden. Die haben einen richtigen Familienstreit angefangen. Und sie haben die 2 Schwestern, das sind die hinten die Schleppen tragen, die haben abgemacht. Man muss wissen, das Kleid, das hat ein recht massives Gewicht gehabt. Das war ein richtig schweres Gewand, das sie da hinterhergetragen haben. Also die jetzt tatsächlich braucht, die 2 Ladies, die da das Kleid hinterhertragen. Und sie haben abgemacht, dass sie in dem Moment, wo Josephine die Stegen raufläuft, dass sie beide gleichzeitig das Gewand fallen lassen. In der Hoffnung, dass es dann Josephine so hinten raustatscht und dass sie vor versammelter Mannschaft an ihrer Krönung auf den Boden geht. Das war der Plan der Schwägerinnen. Sie haben das auch gemacht. Sie haben auf Kommando, nachher auf Absprache beide gleichzeitig fallen lassen. Aber Josephine hat es vielleicht gesehen, oder auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall dann nicht umgekehrt. Auch interessant ist, dass der Papst gefunden hat, okay, das geht nicht. Weil am Tag vor der Krönung ist nämlich der Napoleon gar nicht verheiratet mit der Josephine. Und der Papst hat gefunden, sorry, ich kann nicht einfach deine Geliebte jetzt da auch noch zur Königin machen, das geht nicht. Der Bonaparte war ein Mann von guten Lösungen und hat gefunden, auch das kann man lösen, und hat sie in der Nacht vor der Krönung noch schnell geheiratet. Und so ist das Problem dann aus der Welt geschaffen worden und er hat sich dann
mit seiner Frau zusammen an diesem Tag so krönen können, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gibt noch ganz viele interessante Details, die man in dem Gemälde könnte sehen oder rund um die Krönung von Napoleon. Ich meine, eigentlich schon faszinierend, dass nicht einmal 15 Jahre nachdem das Volk gegen den König rebelliert und der König, der vor dem Napoleon König war, hinrichtet. Nicht einmal 15 Jahre später haben sie wieder einen. Und der Napoleon krönt sich zum König. Das, was ich mit Abstand am spannendsten finde an dieser ganzen Krönungszeremonie, das siehst du im nächsten Ausschnitt auf diesem Bild. Ich weiss nicht, ob es jemandem auffällt. Was so spannend ist an dieser Krönung, ist der Fakt, dass der Moment, wo seine Krönung amtlich macht, vollzieht, ist ja der Moment, wo er die Krone als sichtbares Zeichen von seiner Autorität aufs Haupt gesetzt bekommt. Schaut mal, wer tut am Napoleon dann die Krone aufs Haupt setzen? Ja, ihr seht das richtig. Er macht das selber. Der Napoleon hat sich als seiner Krönung, wo er zum König gekrönt worden ist, selber die Krone aufs Haupt gesetzt. Und der da hinten hockt und schaut, das ist der Papst. Der musste 2 Stunden, bevor das alle anderen da waren, schon mal in der Kirche hocken, in der kalten Kirche, und warten, bis dann die anderen auch noch gerne kommen. So hat das Protokoll vorgesehen. Und er hockt jetzt hinten dran und sagt, okay, mach du dein Ding, oder? Du dich halt selber krönen, wenn du das so haben willst. Und die ganze Krönungszeremonie war eigentlich eine einzige zur Schaustellung gewesen, wer krönt eigentlich wen genau in dieser Zeremonie? Und der Napoleon hat es klar gemacht, bei keiner anderen Autorität und bei keiner anderen Macht, die es gibt, wird ich zum König gesalbt und gekrönt als bei meiner eigenen. Er nimmt die Krone und setzt sie sich selber aufs Haupt. Und die ganze Krönung war zur Schaustellung von wer eigentlich genau in Kontrolle ist und wer genau die Macht hat in diesem Land. Wir sind miteinander unterwegs in einer Predigtserie. Und die Predigtserie heisst «Der König und sein Reich». In dieser Predigtserie, wo wir miteinander am herausfinden sind, was es genau heisst, wenn die Bibel davon redet, dass er König ist. Und was es bedeutet, wenn Jesus sagt, «Mein Reich soll kommen». Das ist der Sinn und Zweck von dieser Predigtserie, wo wir miteinander das herausfinden wollen. Und heute darf ich darüber predigen, die Expansion vom Königreich. Wie genau kann denn das Königreich Gottes bei uns, in unserer Zeit und in unserer Region expandieren? Ich habe euch nochmal die Grafik mitgebracht, wo das so gut zusammenfasst, um was es geht in dieser Predigtserie. Kannst du gerne nochmal schnell einblenden, oder habe ich die gar nicht in die PowerPoint drin? Sie ist nicht drin, also wir schauen keine Grafik an miteinander. Alright, ist auch nicht so mega wichtig. Es geht darum, dass Gottes Reich unter uns, da bei uns, soll expandieren. Und die Frage beantworte ich euch jetzt gerade am Anfang. Also das ist der Punkt von meiner Predigt. Wie kann genau Gottes Reich bei uns expandieren, ist relativ simpel und schnell erklärt. Ich lese es euch vor aus Jakobus 4, Vers 7. Ihr Treulosen, ist es denn euch nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Das ist Zusammenfassung, simpel erklärt, wie genau Gottes Reich kann expandieren bei uns. Es ist überall dort expandiert und wächst, wo Menschen Jesus zum König machen. Wo sie sich seiner Regierung, seiner Regentschaft, seinem Willen unterordnet, dort kann das Reich Gottes expandieren und wachsen.
Relativ simpel. Wir haben da gesehen, es gibt zwei Reiche, die miteinander im Konflikt sind. Es gibt das Reich von dieser Welt und es gibt das Reich, wo Gott auf dieser Welt möchte bauen. Die zwei sind im Konflikt und du kannst nicht Teil sein vom einen und gleichzeitig Teil vom anderen, weil die sind gegeneinander. Die können nicht miteinander koexistieren. Und Gottes Reich wird in dem Maß expandieren, wachsen, wie wir ihn König sein lassen. Oder in einer anderen Frage stellt, wer hat eigentlich da genau Kronen auf? Wer sagt genau, wie es läuft? Sind wir alles kleine Napoleons, die sich selber krönen und selber sagen, wie es läuft? Oder sind wir untergeordnet, eingeordnet von dem König, der sein Reich auf unserer Welt bauen möchte? Das ist die Frage. Und es gibt so eine Wissenschaft, das ist die Erweckungswissenschaft. Es gibt Zeiten auf unserem Planeten, es hat Zeiten gegeben auf unserem Planeten, wo Gottes Reich auf ganz, ganz besondere Arten und Weisen ausgebrochen und durchgebrochen ist. Man nennt so Momente dann auch gerne mal noch Erweckung, weil die Menschen wie erweckt worden sind von Gottes Gegenwart in solchen Zeiten. Und die Wissenschaft dort dahinter ist, herauszufinden oder sich damit zu beschäftigen, was genau hat eigentlich so Erweckungen herbeigeführt? Was gibt es da für Faktoren? Weil das ist immer etwas mega Geniales, das gesellschaftliche Vorteile bringt, wenn nämlich so Erweckungen passieren. Und etwas von dem, wo sich alle einig sind, wo alle miteinander einverstanden sind, ist der Fakt, dort, wo Menschen ihr Leben ganz Gott hingeben. Dort kann das passieren. Es geht nicht ohne den Faktor, dass Menschen bereit sind, ihr Leben komplett und ganz am König unterzuordnen. Und wenn ich da so in unsere Region und Landschaft hineinschaue, stelle ich mir die Frage, könnte es echt sein, dass wir ein Problem haben mit dem? Und als ich die Frage mir weiter überlegt habe, habe ich festgestellt, okay, ich glaube, ich sage jetzt etwas Gewagtes, aber ich sage es jetzt gleich. Du und ich, wir haben keine Ahnung, was ein König genau ist. Du und ich, wir haben kein Verständnis von einem König. Also, ich meine, ist eigentlich auch klar, weil vielleicht hast du dir das noch gar nicht überlegt. Aber du und ich, wir sind Teil von einem Volk, das noch nie einen König hatte. Es ist eine der wenigen Volksgruppen, die Schweizer, die Helvetier, wenn du noch vor 1291 suchen willst, die nie in der ganzen Geschichte je einen König hatte. Das Nächste, wo wir je als Nation daran angekommen sind, um einen König zu haben, war 2000 Jahre. Das war 61 vor Christus. Dort hat es mal einen Stammeshäuptling gehabt, der hat Orgetorix geheissen. Und der hat den Plan gehabt, sich zum König zu machen von den Helvetier. Das ist dann in die Hose gegangen, das hat nicht funktioniert. Und dann die nächsten 2000 Jahre haben wir Helvetier gefunden, weißt du was, König, lassen wir bleiben, das ist schon gut, das brauchen wir nicht. In Fakt, wir haben sogar eine Regierungsform, wo wir nicht einen Präsidenten haben, sondern wir haben 7 Bundesräte, weißt du. Einfach ja schauen, dass nie irgendjemand jemals zu viel Autorität könnte bekommen, oder? Das ist so unsere Mentalität. Und ich glaube, wenn es um den König und sein Reich geht, ist das ein massives Handicap, das du und ich haben. Weil wir haben nämlich keine Ahnung mehr, was es bedeutet, einen König zu haben. Wir haben nie erlebt, was das macht. Darum habe ich gefunden, ich mache heute mit euch einen Auffrischungskurs. Und zwar tun wir die Erfahrung oder, wie soll ich sagen, wir lehnen ein anderes Volk ihre Erlebnisse aus, die genau vor dieser Frage gestanden sind. Was bedeutet es eigentlich, einen König zu haben? Und das können wir gerade nachlesen miteinander im 1. Samuel 8, ab Verse 9 bis 21. Weil du musst wissen, das Volk Israel ist zeitweise ohne König unterwegs gewesen. Und dann irgendwann haben sie gefunden, Samuel, du bist ja unser Richter, aber wenn du nicht bist, dann wollen wir gerne einen König haben. Kannst du das bitte einfädeln? Der Samuel geht zu Gott und findet, du kennst dein Volk gar nicht, wenn es ein König kommt, das gut. Und Gott sagt zum Samuel Folgendes: Erfülle ihre Forderungen, doch warne sie vorher und sage ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben.
Samuel berichtete dem Volk alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Er erklärte ihnen, ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Einige von ihnen wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerken werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er einen Zehntel als Steuern ein, und damit seine Hofleute und Beamte zu zahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch einen Zehntel eurer Schafe und Ziegen, und ihr alle seid seine Untertanen und müsst ihm gehorchen. Okay. Das ist massiv. Was der da für Recht hat, der König, was der kann und darf und was ihm zusteht. Und jede Schweizer Seele sagt in dem Moment, ja, genau darum haben wir ja keinen, weißt du? Kannst ja das lesen, genau wegen dem. Wenn wir ja gar keinen König, siehst dann du nicht, was der alles kann und darf und wie der eigentlich Verfügungsgewalt hat über meine Familie, meine Finanzen, meine Berufswahl, meine Zukunft und alles, was mir gehört. Meine Zeit ist dem ausgeliefert, und wenn er etwas sagt, dann muss ich folgen. Hey, wenn der König Krieg ausruft, dann gehe ich in den Krieg. Das ist dann nicht mehr die Frage, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ob ich da unterschreibe und sage, ja, ist schon gut, ich kann mir das vorstellen. Nein, 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 nein. Was der sagt, das passiert. Und wir haben einfach kein Verständnis mehr. Wenn es darum geht, wenn in der Bibel steht, Jesus ist König, habe ich so eine Ahnung oder eine Vermutung, dass wir diesen Aspekt häufig ein bisschen ausblenden. Könnte das sein? Ja, schon, gell? Ich denke es auch. Und jetzt die gute Nachricht. Oder ich meine, jetzt kommt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, unser König, der wir haben, ist kein Despot. Sondern wir haben einen König, der zwar all die Gewalt und die Macht soll haben und wo ihm zusteht. Und das Gute ist, der König hat ja gute Pläne für uns. Er meint es ja gut mit uns. Er ist nicht jemand, der jemals die Macht würde missbrauchen, sondern es ist ganz klar festgehalten in seinem Wort, dass er für uns ist, dass er gute Pläne hat, dass es sein Wunsch ist, Sagen in unserem Leben Realität werden zu lassen. Im Jeremia 29,11 tut der gute König seinen Willen für uns, für dich und mich, klar ausformulieren. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Ist es nicht genial, dass wir einen König haben, der das im Sinn hat mit uns? Wo will, dass es uns gut geht, wo das Segen für uns vorhat, wo gute Pläne und gute Gedanken über unserem Leben hat? Ich mag mich erinnern an eine Konversation, die ich mal vor Jahren hatte mit einem Arbeitskollegen von mir, wo ich noch auf der Bank gearbeitet habe. Und das ist um Regierungsformen gegangen. Und wir haben dort debattiert und diskutiert, was ist eigentlich eine gute Regierungsform, oder? Winston Churchill hat mal gesagt, Demokratie ist die beste von allen schlechten Regierungsformen, oder? Und das ist die wir jetzt haben. Ja, gibt es irgendetwas Besseres? Und da haben wir über Vorteile und Nachteile angefangen austauschen. Und er hat etwas gesagt, wo mir recht hängen geblieben ist. Er hat gesagt, Micha, weisst, ich glaube, das Beste wäre eigentlich ein gutmütiger Diktator.
Das wäre die beste Regierungsform. Wenn es das gäbe, weißt du, einfach ein Diktator, der kann sagen, der kann entscheiden, der Befugnis hat, der auch Sachen kann in Bewegung setzen. Und stell dir mal vor, der würde es gut meinen mit uns. Hey, das wäre doch so viel besser als Referendum und was das weiß ich da nicht alles sonst noch gibt. Stell dir einfach mal vor, der in Kontrolle ist, der würde es gut meinen. Natürlich gibt es das nicht, ist seine Konklusion gewesen. Und darum braucht es ja Demokratie, oder? Weil alle Menschen sind schlecht. Und das Gute ist, das ist genau das, was du und ich haben. Wir haben einen gutmütigen Diktator. Wir haben einen, der in Kontrolle ist, der sagt, ich bin der König und du sollst alles mir hingeben und dich ganz und gar mir aussetzen. Aber im Handkerum meine ich so gut mit dir und das wird dir nur Segen bringen und es wird dich befreien aus deiner Gefangenschaft. Ist eigentlich mega genial, oder? Und ich weiß das. Und doch habe ich festgestellt, dass es mir persönlich immer wieder schwerfällt, mich trotzdem voll und ganz unter die Autorität von Gott hinzugeben. Wir sind ja schon ein Zeitchen mit dieser Predigtserie unterwegs. Und wir haben auch im Vorfeld, im Pastorenteam, viel über das Thema austauscht. Und das ist das, was mir so mega wichtig ist und was mir auch persönlich immer wieder nachgeht. Hey, ich will, dass mein Leben ganz und gar unter die Herrschaft Gottes kommt. Wieso ist das manchmal so mega schwierig? Und ich habe wie 3 Sachen herausgefunden für mich. Und ich möchte euch die jetzt mitteilen. Ich gehe nämlich davon aus, dass es für den einen oder anderen von euch auch so könnte sein. Sind ihr ready für meine 3 Hindernisse, wieso dass es manchmal so schwierig ist, Jesus voll und ganz Kontrolle zu haben? Sind ihr ready? Also, das erste ist das Elisabeth-Syndrom. Was ist genau das Elisabeth-Syndrom? Die Engländer, die haben ja ein Relikt. Das Relikt kommt aus alten Tagen, wo früher mal noch eine Königin Autorität war. Und das Relikt, die heisst Elizabeth, die Queen Elizabeth. Das ist so etwas, wo man aus alten Tagen noch beibehalten hat und wo heute noch eine sehr formale Funktion hat als Königin in England, oder? Und die Engländer lassen sich das auch einiges kosten. Ich meine, die ist jetzt nicht ganz gratis im Unterhalt, die gute Queen. Die hat auch das eine oder andere, was sie an Geld in Anspruch nimmt. Und trotzdem feiert das Volk England die Königin eigentlich noch relativ fest. Also weißt, du siehst ja immer, du siehst ja Royal-Fans, oder die können dir die Blutlinie aufsagen bis zurück zum Karl der Grosse und die können dir genau erklären, wer mit wem verwandt ist und wieso jetzt der Duke of Duchessbury eigentlich nicht sollte und was weiß ich, oder? Da gibt es ja Ahnenforschung, das geht zurück bis in Details. Und wenn Queen Geburtstag hat, dann stehen alle vor dem Palast und jubeln zu und sind am Feiern ihre Queen. Aber wehe! Ich meine, all das würde ja auf einen Touch ändern, wenn die Queen mal würde finden, hey, weißt du was, ich glaube, wir müssen wieder gegen Frankreich in den Krieg gehen. Dann würde die ganze Nation finden, ja, ist schon gut, Retour machen wir ganz sicher nicht. Dort wird klar, wie weit ihre Befugnis tatsächlich würde gehen. Und ich frage mich, könnte es sein, dass du und ich manchmal ein bisschen ein Queen Elizabeth-Syndrom haben, wenn es um Jesus geht? Dass wir zwar schon mega gern Jesus feiern, dass wir jeden Sonntag da sind, Flaggen schwingen und zujubeln, dass wir sind wie die Ahnenforscher, die genau sagen können, was der König eigentlich würde wollen und woher das er genau kommt und wie er ist. Aber wehe, der König würde mal eines Tages tatsächlich Sachen anfangen zu sagen, die wir machen sollen. Andere Story. Etwas weiteres, wo mir manchmal auffällt, wieso dass es mir schwerfällt, den Willen Gottes umzusetzen, ist Unkraut. Es gibt die Parallelstelle oder die Parable, hilft mir jemand, wie sagt man das? Das Gleichnis, danke. Es gibt das Gleichnis in der Bibel vom guten Sämann.
Und der gute Sämann geht aufs Feld und streut die Samen aufs Feld. Und dann in dem Gleichnis passieren verschiedene Sachen mit dem Samen, der auf das Feld gestreut wird. Gewisse Samen fallen auf den Weg, gewisse fallen dorthin und daher. Und es gibt ein paar Samen, die fallen auf guten Boden und die wachsen anfänglich gut auf. Aber dann kommt Unkraut und überwuchert den guten Samen. Und das Unkraut, erklärt Jesus später, steht für die Sorgen des Alltags. Was halt der Tag ein und Tag aus so passiert. Was uns halt so beschäftigt in unserem Sein und wo wir nicht alles unsere Energie drin investieren. Und ich habe festgestellt, dass es mir im Dickicht von meinem täglichen Unkraut manchmal mega schwer fällt, aktiv nach dem Willen Gottes zu fragen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, du stehst am Dienstag auf und gehst arbeiten. Und nach dem Arbeiten kommst du heim und dann isst du und dann hast du ja noch abgemacht und dann wäre noch dieses und jenes und sowieso 1000 Sachen, die dich beschäftigen, dass du gar nicht aktiv dazu kommst, an dem heutigen Tag zu fragen: Vater, was ist dein Wille für mein Leben heute an diesem Tag? Hast du irgendetwas vorbereitet für mich? Ich stelle fest, dass ich diese Frage im Unkraut nicht so regelmäßig stellen. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir. Und das Letzte, das ist ein bisschen komplizierter. Das Letzte ist eigentlich relativ simpel gesagt Angst. Hast du das auch schon gehabt, dass du gebetet hast, Vater, was ist dein Wille? Oder dein Wille geschehe. Und als nächstes merkst du, wie du eigentlich ein bisschen machst, la 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 la. Ich will gar nicht so genau hören, was jetzt kommt. Oder ich will gar nicht wirklich wissen, was sein Wille jetzt genau ist. Weil, hey, wer weiß, was da alles für crazy Zeugs kommen könnte, weißt? Was er nicht alles könnte verplanen und Gedanken und Wünsche und Ideen haben für mich, oder? Klar, eigentlich weiss ich ja schon, ich sollte und will eigentlich beten, dein Wille geschehe. Aber wenn er nachher sagt, was sein Wille ist, hey, das kann im Fall mega, mega angsteinflößend sein. Und ich meine, er hätte in der Vergangenheit, in meinem Leben, schon das eine oder andere crazy Ding von mir gefragt, zum Machen für mich. Und manchmal höre ich nicht so gut her, nachdem dass ich gebetet habe, was ist dein Wille oder was möchtest du, weil es gibt einfach etwas in mir, das Angst hat vor einem Preis, den es mich kosten könnte. Fühlt sich irgendjemand angesprochen von einem von diesen 3 Dingers? Und dann müssen sagen, ja, geht mir auch so. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, gell? Alright, ich habe mir auch überlegt, was können wir machen? Was können wir eigentlich machen für diese Sachen? Um besser zu werden. Ja, im Folgen, wenn der König etwas sagt. Das erste, Angst. Was kannst du machen bei Angst? Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so mega hilfreich. Ich meine, das musst du einfach überwinden. Das musst du einfach trotzdem machen. Du musst vielleicht täglich lesen, Jeremia 29, Vers 11, um einfach dir nochmal klar machen, was ist es, was er für mich vorhat. Einfach, hey, wenn er etwas will von mir und ich es dann tue, dann darf ich im Bewusstsein und im Vertrauen darauf stehen, dass er es gut meint mit mir. Das ist eine Realität, die muss ganz tief in einem reinkommen. Und für mich, ich weiss nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich bereue nicht eine einzige Entscheidung, die ich im Glauben getroffen habe, gehorsam zu sein. Es waren ein paar Sachen, die für mich recht herausfordernd waren, die grosse Lebensveränderungen bedeutet haben. Und nicht einmal bereue ich es je, gemacht zu haben, wenn er mich etwas gefragt hat, zu tun. Das Einzige, was ich bereue, sind die Momente, wo ich es nicht gemacht habe. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Storys, wo ich jetzt im Nachhinein denke, was hätte können sein, wenn ich dort einfach gemacht hätte, was er gesagt hat. Weißt du, die Story, die er hat können schreiben, was hätte nicht können sein? Ich glaube, das ist die beste Antimedizin gegen Angst. Erstens, sich bewusst machen, dass wir einen Vater haben, der einen guten Willen hat. Und zweitens, sich selber daran erinnern, an all die Momente, wo es gut gekommen ist, wo ein Segen daraus resultiert ist, wo wir die Angst überwunden haben und einfach gemacht haben, was er wollte. Das Zweite von Unkraut. Ich habe mir ein kleines Hilfswerkzeug zur Hilfe genutzt, um das zu machen, so im Alltag. Wie kann ich mich in meinem Alltag aktiv daran erinnern, den Willen vom Vater zu tun? Ich habe jetzt mit einem so Kalkschreiber bei uns auf dem Badzimmerspiegel geschrieben, dein Wille geschehe. Jedes Mal, wenn ich dann im Badzimmer bin,
ist das für mich ein aktiver Reminder. Gerade wenn ich reinlaufe, sehe ich das und denke, ah ja, genau. Micha, du bist jetzt vielleicht gerade in deinem Unkraut drin, all der Tag ist am Laufen und was dich halt so beschäftigt, ist jetzt am Laufen. Aber jetzt halt schnell an und bete, was ist dein Wille für den heutigen Tag? Und ich habe schon mega coole Erlebnisse erlebt, seit ich das gemacht habe. Vor 2 Wochen angefangen mit dem. Ich habe wirklich erlebt, wie Gott geniale Sachen für mich vorbereitet hat. Und ich habe das verpasst im Unkraut. Wenn ich mich nicht aktiv rausgerufen habe und daran erinnert habe, dass ich einen König habe, der einen guten Willen hat. Dein Wille geschehe, steht bei mir auf dem Badzimmerspiegel. Du hast deine eigenen Methoden. Vielleicht hängst du dir es ans Auto, an die Kaffeemaschine. Wer weiß, wo du dir den Reminder kannst hertun. Aber platzier dir doch mal für nächste Woche aktive Reminders, wo dich in deinem Alltag immer wieder daran erinnern, dass du einen König hast und dass der einen Willen hat für dich und dein Leben. Und dann betest du das. Und hörst mal, was er sagt in dem Moment. Und was er sagt, das machst du. Dann kommen wir zum letzten, zum Elizabeth-Syndrom. Haben wir da etwas überlegt, was wir jetzt gerade miteinander machen können. Ich möchte euch nämlich jetzt mitnehmen vor den Thron Gottes. Mit euch in seine Gegenwart hineinlaufen mal. Ich möchte von dem euch vorlesen aus Offenbarung 4, wo beschrieben wird, was das für ein Ort ist. Und ich möchte gerne, dass wir alle miteinander, weil wir dürfen nämlich, dank Jesus Christus, dürfen wir an diesen Ort gehen, dass wir jetzt alle miteinander, wenn ich das lese, wirklich mal dorthin gehen und schauen, was das für ein König ist, der da auf dem Thron sitzt. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich. Im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wenn du das schon mal gelesen hast, wieso sind die Gestalten überall mit Augen bedeckt? Was ist die Bedeutung von dem? Die Bedeutung von dem ist, die 4 Gestalten, die überall mit Augen bedeckt sind, haben einen Auftrag, einen Job. Und das ist von Ewigkeit bis Ewigkeit, um den Thron Gottes herumzufliegen und mit ihren Augen immer wieder Gott anzuschauen. Aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln. Und immer, wenn sie das machen und wieder etwas Neues sehen mit einem von diesen Augen, kommen sie zu der Erkenntnis, heilig, heilig, heilig ist der da auf dem Thron sitzt. Und das machen sie von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden doch nie ganz mit irgendeinem von dem Auge erfassen, was das für eine Person ist, die da vor ihnen auf dem Thron sitzt. Und wo alle Macht und alle Gewalt in seiner Hand hat. Darum haben die Gestalten überall Augen, um immer wieder neu auf Gott zu schauen und ihn anzuschauen und zu merken, wow, heilig, heilig, heilig ist der da auf dem Thron sitzt. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Und jetzt kommt's. Sie legen ihre Kronen nieder und rufen: Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden.
Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Lieber Kreuzpunkt, ich möchte euch jetzt einladen, mit mir zusammen und den 24 Ältesten vor dem König, der da auf dem Thron sitzt, auf die Knie zu gehen und unsere Krone abzuziehen und vor ihn herzulegen. Einfach als Zeichen, dass er wirklich der ist, der auf dem Thron sitzt. Dass er alle Macht hat. In unserem Leben regiert er. Ich darf die Band nach vorne bitten. Wir steigen jetzt dann gerade ein, das Lied «König». Wir singen nochmal zusammen das Lied, das wir schon mal gesungen haben, «König». Und die Einladung für dich ist in dem Moment, wo wir singen, ich gehe auf meine Knie und hebe meine Hände vor dem Thron. Du darfst, wenn das für dich geht, da wo du bist, auf die Knie gehen und symbolisch die Krone auf dem Kopf abziehen. Ich möchte mich jetzt dann eins machen mit den 24 Ältesten im Thronsaal und meine Krone abziehen und vor den Thron legen. Und alle, die möchten, dürfen teilnehmen in diesem Moment. Jesus mit Liebe. Du und ich in dem Moment. Du und ich. Du mein Gott, ich preise dich. Hebe meine Hand, büge meine Knie. König, erhaben auf deinem Thron. Ich werde still, vertraue auf dich, du wischst meine Tränen ab. Schau mich an mit Liebe. In dem Moment nimmst du meine Angst. Ich darf schwach sein, du bist stark. Besiegst den Tod mit Liebe. Du
beugen meine Knie. Du mein Gott, ich preise dich. Du bist König, erhaben auf deinem Thron. Ja, du bist König, erhaben auf deinem Thron. Ihr habt in einer Minute gerade noch mehr Zeit, noch mehr Möglichkeit, um unseren König anzubeten. Ich möchte zuerst aber ganz kurz noch das Wort an Menschen richten, die Jesus vielleicht selber noch nicht kennen. Ich hoffe, du hast auch im Livestream mitgeschaut. Und ich hoffe, du hast den Moment jetzt nicht verpasst. Falls schon, es hindert dich nicht daran, einfach jetzt nochmal schnell zurückspulen und nochmal den Moment mitzumachen. Hey, egal wo du bist, wo du es jetzt gerade hörst, bück doch auch du im Livestream deine Knie vor seiner Majestät. Ich möchte ganz kurz einfach erklären, wenn du jetzt zugelassen hast und gefunden hast, okay, von was genau redet die da? Was ist das für ein König? Ich möchte ganz kurz erklären, was für einen König wir haben und wie man eine Beziehung kann leben mit dem König. Du musst wissen, wir haben einen Vater im Himmel, einen Schöpfergott, der dich und mich erschaffen hat. Und er hat das gut gemacht. Er hat uns erschaffen nach seinem Ebenbild und er hat gute Pläne und Gedanken gehabt über unserem Leben. Das Problem ist aber, dass wir Menschen, wie wir halt so sind, immer wieder das Gefühl haben, wir wissen es besser. Und wir haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen und selber eben die Krone auf unsere Häupter zu setzen. Wir sind zu selbstgekrönten Menschen geworden. Und das ist ein Problem. Weil durch das haben wir das Ziel verpasst. Haben den guten Plan von Gott dann in unserem Leben nicht so umgesetzt, wie sich der Vater im Himmel vorgestellt hat. Und das hat eine Trennung verursacht. Die Bibel nennt die Trennung oder die Zielverfehlung relativ simpel Sünde. Und Sünde bedeutet, dort, wo wir es falsch gemacht haben und wo wir nach unseren eigenen Wünschen und Wegen gelebt haben. Und das trennt uns von Gott in Ewigkeit. Und stell dir mal einen liebenden Vater vor, der getrennt ist von seinen Kindern. Das ist unaushaltbar. Und so war es für Gott auch. Er hat die Trennung nicht ausgehalten. Der Umstand, dass seine Schöpfung eigene Wege gegangen ist und dass sie von ihm getrennt sind. Und so hat er einen Weg geschaffen, wo keiner war. Er hat den König von allen Königen, Jesus Christus, auf die Welt geschickt, um so zu leben, wie du und ich eigentlich hätten müssen leben und sollen leben. Ein Leben, das perfekt war. Ein Leben, wo jeder Schritt immer nach dem Willen Gottes gefragt hat. Und wo nichts gemacht hat, was der Vater nicht wollte. Und dann hat er die gesamte Schuld und Sünde, die wir verbrochen haben, auf sich genommen. Und er hat Strafe gezahlt. Als er am Kreuz gestorben ist, und er gerufen hat, es ist vollbracht, hat er die Schuld der Menschen auf sich geladen, die Trennung auf sich genommen und ist stellvertretend für alle Menschen am Kreuz gestorben. Aber es war nicht das Ende, er ist wieder auferstanden und er hat gesagt, und alle, die wollen, können mir jetzt nachfolgen und können das Geschenk von meiner Vergebung annehmen. Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Gibt es irgendjemanden da innen, der sagt, ja, ich möchte das Geschenk annehmen? Ich habe noch nie mich bewusst entschieden, ein Leben zu leben mit meinem Vater im Himmel. Wenn du jetzt merkst, dass das für dich zutrifft, dass du immer wieder mal selber entschieden hast und dass du eigentlich ein bisschen bist wie der Napoleon, der sich selber gekrönt hat und nicht sein Leben Gott hingegeben hat, dann möchte ich dir heute einfach aufzeigen, dass es ganz einfach ist, das zu ändern und Vergebung zu erleben. Es ist nämlich eine Entscheidung, ein Gebet, das du sprechen kannst. Und wenn du das von Herzen meinst, verspricht die Bibel, dass du dann gerettet wirst. Die Krone ablegen, bekommen handkehrum nämlich wieder eine Krone geschenkt. Im Jakobus 1, Vers 12 steht das so schön geschrieben. Dort steht: Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihm den Siegeskranz mit dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Verstehst du, das ist der himmlische Austausch.
Wir dürfen unsere eigene Krone ablegen, ihm hingeben und handkehrum bekommen wir eine bessere Krone zurück. Das ewige Leben, das er uns möchte schenken. Versöhnung mit dem Vater. Wieder dürfen leben in Einheit mit dem Vater. Gibt es irgendjemanden, der gerne möchte das Gebet beten heute, der die Einladung möchte annehmen und der sagt, ich lege meine Krone ab und nehme eine, die viel besser ist? Dann möchte ich dich jetzt einfach anleiten in einem Gebet und du darfst das mitbeten. Und wir werden zur Unterstützung alle miteinander laut beten. Ist das okay? Ich tue vorbeten und wir beten alle miteinander laut beten. Hey, wenn du daheim bist und das Gebet jetzt beten willst, dann bete doch einfach mit. Lass uns beten. Lieber König Jesus, heute lege ich meine Krone vor deinen Thron ab. Und ich bekenne, dass ich in meinem Leben Sachen falsch gemacht habe. Und dass ich deine Vergebung brauche. Und die nehme ich jetzt heute an. Und du krönst mich mit ewigem Leben. Ab heute darf ich dein Kind sein. Amen. Amen. Hey, mega cool. Wenn es irgendjemanden gibt, der heute das Gebet zum ersten Mal gebetet hat, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar eine Bibel. Sein Wort möchte ich dir dann schenken. Wenn du das Gebet heute zum allerersten Mal gebetet hast, dann bitte komm du nachher auf uns zu. Wir möchten dir sein Wort schenken und nochmal mit dir über das reden, was jetzt passiert ist. Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen, die du hast oder Sachen, die unklar sind. Dann lass den Moment nicht an dir vorbeigehen und komm auf uns zu. Hast du online zugelassen und du hast das gebetet, dann ist das so genial und wir gratulieren dir von ganzem Herzen. Auch für dich gilt, hey, lass den Moment jetzt nicht einfach so wieder vorbeigehen, sondern red mit uns. Es ist unser Wunsch, dass du Kontakt aufnimmst mit uns. Entweder kannst du ein Mail schreiben an info@kreuz.ch oder du kannst einfach den Code da schnell scannen, das bringt dich zu einem Kontaktformular. Füll das aus und nimm Kontakt auf mit uns. Weil wir möchten auch dir daheim, wenn du das gebetet hast, so eine Bibel schenken können. Wir möchten dir die überreichen und wir möchten mit dir zusammen nochmal beten und Fragen klären und dir nochmal helfen zu verstehen, was das genau bedeutet, ein neuer König zu haben.